Der Froschkönig. In alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat einmal ein König gelebt. Und dem seine Töchter sind alle wunderschön gsi. Die jüngste aber war so schön gsi, dass sich sogar die Sonne selber, wo doch wirklich schon viel gesehen hat, jedes Mal gewundert hat, wenn sie ihr ins Gesicht geschonnen hat. In der Nähe vom königlichen Schloss war ein grosser, dunkler Wald gsi. Und in dem Wald hat es unter einer alten Linde einen Brunnen gehabt. Wenn sie jetzt einmal heiß war, ist die Prinzessin in den Wald gegangen und ist an den Rand von dem kühlen Brunnen gesessen. Und wenn es ihr langweilig war, so hat sie eine goldige Kugel genommen, das war ihr liebstes Spielzeug, hat sie aufgerührt und wieder gefangen. Einmal hat es aber gegeben, dass die Kugel nicht zurück in ihre Hände gekommen ist. Nein, in den Brunnen runtergefallen ist sie. Platsch hat es gemacht und die Kugel ist im Brunnen verschwunden. Die Königstochter hat sie noch packen, aber die Kugel ist so schnell in der dunklen Tiefe vom Brunnen verschwunden, dass sie nicht mehr verwünscht hat. «Oh nein!» hat die Prinzessin geklagt. «Meine goldige Kugel, mein liebstes Spielzeug. Alles gäbe ich, wenn ich sie wieder haben könnte. Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, sogar mein goldiges Krönchen.» Als sie so am Klagen war, hat sie eine Stimme gehört. Was ist denn da los, Königstochter? Du schreist ja zum Stein erweichen. Sie hat umgeschaut, wonach die Stimme herkomme, und da hat sie einen Frosch gesehen, der seinen dicken, grusigen Kopf aus dem Wasser gestrickt hat. «Ah, du bist es, du alter Wasserpatschli. Ich bin so traurig, weil mir meine goldige Kugel in den Brunnen gefallen ist.» «Du musst nicht briegen», hat da der Frosch gewagt. «Wenn ich dein Spädli sein und an deinem Tischli sitzen und aus deinem goldigen Tellerli essen, aus deinem Becherli trinken und in deinem Bettli schlafen, wenn du mir das alles versprichst, dann hole ich dir deine goldige Kugel wieder.» «Ich verspreche dir alles, wenn du mir nur meine goldige Kugel wieder bringst», hat sie gesagt. Aber bei sich hat sie gedacht: «Heppa, was der dumme Frosch da erzählt, der hockt doch nur im Wasser und quakt.» Kaum hat der Frosch ihre Zustimmung gehabt, ist er abgetaucht und nach einer ganzen Weile wieder hochgekommen mit der goldigen Kugel im Maul. Und die hat er der Königstochter vor die Füße gerührt. Die Königstochter war überglücklich. Als sie ihr Spielzeug wieder hatte, hat sie es genommen und ist damit davon. Nicht einmal «Danke», hat sie am Frosch gesagt. Wart auf mich!» hat ihr der Frosch nachgerufen. «Nimm mich mit, ich bin nicht so schnell wie du.» Sie aber hat nicht auf ihn gehört, ist schnell heimzugerannt und hat den armen Frosch gleich vergessen.